bei dir und tschüss wieder zu Minecraft. Wir sind immer nur auf hoher See. Wir haben leider noch keinen Place, wo wir uns gerade mal ausruhen können. Wir haben den zweiten Punkt auf unserer Reise erreicht. Ich hoffe, dass jetzt nochmal irgendwie eine Insel kommt. Letzte Folge haben wir ja dann nur den diese Pilzinsel gefunden. Wie crazy ist denn das bitte? Wir haben einfach eine Pilzinsel gefunden. Ich habe das noch nie zuvor gesehen gehabt. Echt mega crazy. Diesmal haben wir aber auf dem Ziel jetzt gerade erstmal jetzt eine Insel zu finden oder einen kleinen Fleck Erde, wo wir uns ein Bett aufstellen können. Und dann auch mal diese Nacht und den Regen wegschlafen können. Und der Ziel ist, dass wir einen Zirkel ziehen, dass wir immer neue Modifikationen oder neue Versionen laden, dass wir hier ganz entspannt weiterspringen können. Und da ist schon wieder ein Unterwassertempel. Die haben einfach viel zu häufig. Das ist leider wirklich so. Das ist. Früher war das so, oh, Wassertempel, oh, und heute ist es so, oh ja, Wassertempel. Dann denke ich so, ne, weiß auch nicht. Ist das so sinnvoll? Möchte ich das unbedingt? Ich weiß nicht. So, ich freue mich einfach, wenn wir endlich mal irgendwie den Zirkel da haben. Hallo? Warum hast du jetzt voll Draht, Alter? Der war mal ja einer. So. Ja. Also wenn es mal irgendwie Vorschläge hätte, was man nur reinmachen könnten aus Mods oder was irgendwie cool war. Ich wollte eigentlich nie so richtig in Technik reingehen und so bei dem Let's Play mit mehr so einem Vanilla-Ding bleiben, aber irgendwie bockt es mir gerade schon hart. Oder sagt es lieber so, na bitte nicht in der Welt, und wir machen einfach dann entspannt so weiter und haben wir dann irgendwann einfach mal ein Technik-Let's Play oder so. Irgendwas, wo man halt irgendwie so Ziel mehr hat. Wo man sagt, oh, wir müssen jetzt eigentlich das machen. Wir haben ja jetzt, oh, davon kommt eine Insel. Wir haben ja eigentlich sehr frei in dem, was wir deren. Und das finde ich auch sehr gut. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt müssen wir noch mal kurz außer hupfen. Hupft man noch mal schnell aus und dann schlaft man da unten. So, einmal schlafen, bevor der Creeper kommt. Ciao. Und dann geht's zur 3 weiter. Oh, die 3 ist da direkt, okay. Oder können wir da vorbeifahren? Und könnten dann bei dem nächsten Ding reinfahren. Da ist irgendwo so ein Schleusen nach innen. Ja, da geht's so. Na, dann können wir nämlich da rein, aber was können wir? Wie schaut's da mit der 4 aus? Oh, wow. Ja, das passt dann schon. Ist ja bloß, dass man ungefähr mal so ein Zirkel hat, wo man sagt so, jo, da waren wir überall. Und dann fahren wir mal da um. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen da mal wieder auf dem Landweg, soweit wir können. Wasser haben wir jetzt wieder genug gesehen, mal für die nächsten 30 Minuten oder so, da jetzt mal klar sagen. So. Dann haben wir hier rauf. Drüben ist wieder ein Netherportal. Das ist auch so was heutzutage, ne? Sie haben ja so Ruinen von Portalen, seit es Pillager, glaube ich, gibt. Und dann kannst du einfach überall Portalnetzwerke aufstellen, dass du einfach so ins Portal reinjumpst, mehr oder weniger. Sofern du ein bisschen Obsidian
hast oder hinbauen kannst. Brauchst im Prinzip brauchst du bloß einen Eimer für Wasser und Lava. Also brauchst du Lavaquelle und Dingens. Und dann kannst du Lavaquelle und also mehrere Lavaquellen und eine Wasserquelle. Und dann kannst du einfach schon ein Portal bauen. Das ist so weird einfach. So. Da vorne ist die 4, ne? Ja, da kann man nochmal, wenn wir sehr nah vorbeikommen, kann man an der Base vorbeischauen, also an der Spawn Base. Das ist immer wieder interessant finden, da hinzukommen. Weil ich liebe einfach diese Base und ich weiß nicht mehr. Selbst wo ich die einfach so gebaut habe, weil ich mir immer so denke, so ja, wenn jetzt irgendjemand nice spawnt da drinnen. Da ist ein eindeutiger Schiff, was destroyed ist. Jetzt eindeutig da das so ist, dass man irgendjemand reinjoint. Ich mag das ja nicht, dass man einfach so in der Pampa joint. Ich möchte dann schon, dass man da so sagt, so, jo, du bist jetzt zwar im Server, aber bitte sei so nett und mach an dem Spawn noch nichts kaputt. Und wenn du was brauchst, du kannst dir gerne schon mal ein paar Sachen da rausnehmen. Du hast schon mal so fett gezeigt, dass du das Hauptequipment machen könntest. Du kannst aber genauso gut auf die Nebenaninsel gehen, da wo ein Weg rüber führt. Und kannst du da eigenes Sachen sammeln. Da geht ein Weg in die Höhle runter. Beziehungsweise du kannst dir da eine Mine bauen. Der Weg in die Mine ist genau am Landungssteg mehr oder weniger von der Nachbarinsel. Irgendwie so. Aber schauen wir einfach mal, was nur so die nächsten Folgen und Monate, Tage so passiert bei uns. Ja. Ich weiß, momentan ist auch ein bisschen viel hin und her mit, also mit Städteaufbau. Aber ich möchte da jetzt auch sagen, ich möchte jetzt ja nicht die ganze Zeit das gleiche Städtebauspiel spielen. Muss man halt auch sagen. Ich möchte halt dann auch, mehr oder weniger durch das Spiel kommen. Und das, also ich muss ja sagen, der Ursprung von meinem YouTube-Kanal war ja der, dass ich gesagt habe, so, ich möchte Spiele spielen, ich habe so viele Spiele und wenn ich nicht sage, ich nehme das auf, dann speichere ich es halt meistens auch nicht. Das ist halt mein Problem. Oder so Pillager Außenposten. Ja, wieder schon. Na, da waren wir noch nicht. Ah. Interessant. Da kann man mal kurz hinschauen, oder? Kann irgendwas Interessantes dort sein. Aha. Einer nämlich so Käfige. Manchmal hat da diese komischen blauen Allies drin. Weißt du nicht genau, was die machen können, aber man merkt halt auch wieder, das ist halt einfach wieder. Na, das dazu ist. Servus. Brauchst du schon. Na, da war noch irgendwo. Da war noch einer. Ah, das habe ich gefallen. Gehe hin und walte deines Amtes. Wo ist eigentlich der Eingang? Der ist jetzt ernsthaft auf der anderen Seite, oder?
Oh, das Eier Golem frei. Oh. Ziemlich blöd, ne? Tut mir jetzt aber wirklich leid. Das Eier Golem einfach so freigekommen ist. Der muss ja anscheinend einen Weg freigeräumt haben. So, dann schauen wir mal. Im Normalfall ist da immer Kisten im obersten Stockwerk. Erfahrungsfläschchen. Oh, hoppla. Ein Horn. So, wir gehen mal weiter. Ich glaube, ich habe kein Bedürfnis mehr, da noch rum zum Hupfen, oder? Das ist mega. Ich glaube, da gibt es bloß einen gewissen Amount, ne? Wie viel es da gibt. Ich glaube, da gibt es bloß 13 oder so insgesamt. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo es die gibt. Ich bin die ganze Zeit gefragt, wo es die gibt. Aber okay. Natürlich gut zu wissen jetzt. Ich habe nämlich schon, irgendwo habe ich schon mal so ans Code, ich weiß bloß nicht mehr. Waren wir das in dem Let's Play Code oder war das. Oder war das was anderes? Sehr viel Zeug da. Sehr viele Bienen da unterwegs. Das finde ich natürlich sehr gut, wenn Bienen unterwegs sind. Da war eine Kuh. Oh, eventuell. Ich habe schon dieses scheiß Banner dabei, gell? Ja, natürlich habe ich einen Eimer dabei, gell? So. Dann können wir da wieder in die Dörfer gehen, wenn es wirklich wäre. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Das wollte ich eigentlich, genau. Snake die Snake. Und es geht weiter auf der wilden Fahrt. So, wo ist die 4? Hä? Ah, da vorne ist die. Oh. Wir sind also fast bei der 4. Dann können wir jetzt aber eigentlich auch Richtung Osten gehen. Zumindest zu unserem Ost-Waypoint. Man merkt schon wieder, das ist ein bisschen Preloading hier, ne? Was da passiert. Ich weiß gar nicht, wo haben wir da überhaupt? Wir haben in der Nähe von der Spawninsel. Wir haben jetzt ziemlich nah an dem ganzen Wüsten zeigt. Und da war ich ein guter Wüstenspot gewesen, gell? Aber ich hab's glaube ich schon mal gesagt, das Ganze ist glaube ich nur so doof bei uns,
weil wir einfach die Wüsten nicht auf der anderen Seite gesucht haben. Wir hätten nämlich einfach vor unserem Spawn plus noch rechts müssen. Oder noch rechts unten. Das ist eigentlich der Witz dran. So, jetzt hätte ich gerne nochmal ganz kurz in diese... Was machen wir? Out of Memory. Schau mal. Das jetzt irgendwas besser macht wieder. Ja, dieses Vorrennen dauert halt immer. Oder braucht halt immer ein bisschen. Der Hell. Das Schiff oder was? Na. Irgendwas haben wir da gerade wieder. Wir werden höchstwahrscheinlich da aufhören müssen. Und wieder über einen Landweg reisen. Wenn wir da sonst. Wahrscheinlich nicht weiterkommen. So. Das gute alte Akazienbiom. Das ist eigentlich da, wo unser Hauptgebiet, wo wir gespawnt hat, eigentlich weitergegangen war. Und jetzt sage ich mal so, an sich ist dieses Biom ja gar nicht so hässlich oder so. Aber wir waren einfach nicht in dem Biom. Wir waren an dem letzten Eck von dem Biom und an unser Biom ist ein Plain Forest oder so. Oder Forest Biome gewesen. Also Standard Void Biom. Und das ist halt dann natürlich, so sagt man da ungefähr so ähnlich was. Und doch geht dieses Akazienbiom so leicht durch. Das ist natürlich auch nicht so im Sinne des Erfinders. So, dale. Ja, man kann natürlich in Minecraft da anders Zeit verbringen, aber muss ehrlich sagen, in so einer Welterkundung kann man schon viel Inspiration wieder finden. Ganz egal wie und was und oh, ich sage jetzt das, oh, das schaut aber auch gar nicht so blöd aus. Das kann man eventuell verwenden für irgendwas. Ein bisschen umbauen, ändern. Gebäude zum Beispiel oder irgendwie so Sachen. Siehe bloß unser Dorf, was wir gebaut haben. Das war eigentlich jetzt ziemlich gut durch ist. Da war dann bloß mal nur bei Bauern nach unten kehren daten. Die waren dann die Felder bewirtschaften, mehr oder weniger. Oh, das ist der Riesenberg, ne? Ich glaube, da war ich schon mal. Na, da war ich noch nicht, aber ich finde es mega. Ich finde es mega. Aue. Ich muss die Fackeln mal schnell aus der Hand nehmen. Minecraft ist einfach faszinierend, die musst du einfach so sagen. Es ist einfach ein sehr faszinierendes Spiel. Wie lange gibt es jetzt schon? 10 Jahre? 12 Jahre? Irgendwie sowas? Irgendwie so lange gibt es jetzt schon. Warte mal, 2011 ist rausgekommen, ne? Schreibe ich jetzt mal eine. 2011. Jetzt haben wir 23, 12 Jahre Sitzer. 12 Jahre gibt es dieses Spiel schon. Das ist anfangs wirklich immer besser geworden. Und ich finde, also ich habe nichts gegen Microsoft, ne? Aber ich finde die machen so ein bisschen weird Updates.
wenn ich so, Alter, es gibt so viele Sachen, die wo mehr Sinn ergeben hatten. Oder Mojang halt dann in dem Punkt. Wenn ich so, ich glaube aber, dass andere dann sinnvoller waren. Was, die haben so viel Leute, die wussten das Spiel programmieren. Dann sitzen wir an Änderungen, Neuheiten. Irgendwie Sachen, die wo sie mal ausgedacht haben, Konzepte, die wo irgendwie so haben. Aber anstatt dass man mal macht, so, jo, wir machen mal jetzt das Modder ziemlich leichter haben, Mods einzufügen oder wir sagen, es gibt einen gewissen Mod-Ding, einen Loader, der wo schon drin ist, dann haben wir hat nämlich kein Modder mehr das Problem, auf irgendein Modding-Ding zuzugreifen. Dann können sie selber einmal vielleicht mal in ein Hirn erschalten und diese Menschen, die wo das machen, aufgrund von dem, dass es so Bock macht, das Spiel, Mods zum entwickeln, vielleicht nicht so dumme Sachen reinmachen wie, wir machen mit Kupferei. Das wo überhaupt nichts bringt, keinen Sinn hat und du nichts damit machen kannst. Dann müssen sich die Leute überlegen, wie man das benutzen kann, dieses Ding. Das ist ein Block, da haben sie ausprobiert, wie Oxidation funktioniert oder halt Alterung vom Block ausschauen kann, dass der dann anders ausschaut. Das haben Modder schon vor 5 Jahren gemacht, Alter. Und da hat es einmal funktioniert. Siehe, was war das? Ich glaube, Vegan Option oder so. Die haben einfach aus Jute, du hast einen Jutes Bund gemacht, den hast du ins Wasser gestellt und dann ist der da drin verrottet. Dann hat der da Tage gebraucht, bis der fertig war und aus dem verrotteten Jute hast du wieder Sachen rausgerückt, damit du mehr oder weniger veganes Leder oder so kriegst, dass du deine Rucksäcke bauen kannst oder irgendwie so Sachen. Und ich denke mir dann immer so, hat sie so Blinde bei Mojang oder? Es gibt Modpacks, die machen seit Jahren Mods, die wo ultra overpowered eingemacht werden. Und Mojang denkt sich dann jedes Mal so bei jeder Version, denkt sich, oh, wir machen jetzt was, das nicht mehr so einfach ist, das Eizung da. Ich so, hat sie es so dumm oder? Die hat es einfach bloß so. Jetzt denken sie so viele Spieler. Und dann wundern sie, wenn irgendwann ein Modder einfach keinen Bock mehr hat, jedes Mal für die nice Version noch zu schauen, was ist eigentlich das Problem? Wieso ändern die da immer irgendwas? Anstatt das einfach sagen, oh, das ist der Modloader, mit dem macht man es. Ihr kriegt immer eine Benachrichtigung oder so, wenn der Modloader updated worden ist, wenn irgendwas geändert worden ist, was anders gemacht werden, anders codiert ist oder so. Ich verstehe das einfach immer nicht. Man kann so krass Community benutzen für sowas und die denken sich einfach so, fickt euch ins Knie, wir machen einfach das Beste. Obwohl sie einfach oft nur Scheiße machen, die wo kein Mensch braucht. Für, ganz ehrlich, wer braucht Archäologie? In einem Spiel, wo nicht mehr Multithreading oder so drin ist. Da wo ein Prozessorkern das macht, das ganze Spiel. Leute, das kannst du doch nicht verlangen. Oder wo du eure Version einfach nicht spielen kannst, obwohl sie es anbieten. Ich kann zum Beispiel keine 1.4er Version oder ganz egal, ich kann keine ältere Version als wie 1.7 starten, glaube ich. Weil das dann immer abstürzt. Und ich denke mir so, Leute, ich habe das programmiert. Es wird doch wohl möglich sein, dass man einen eigenen Kack da startet kann. In einem eigenen Launcher. Das ist was ich überhaupt nicht verstehe. Dann muss ich, zusätzlich auch noch mein Microsoft-Konto mit meinem Mojang-Konto verschmelzen. Was ich schon mal weniger wollte. Weil mein Microsoft-Konto mein privates Konto ist. Und ich nicht ein extra Ding-Konto habe. Das muss man nicht verstehen, oder? Das muss man einfach nicht verstehen. Das ist was ich nicht in meinen Kopf reinkriege. So, jetzt müssen wir Richtung 5 dann eigentlich. Richtung 5 müssten wir. Oh, das passt irgendwie gut da her. Oh, jetzt wo ich das her, da fällt mir gerade ein. Man sollte in der Wüsten, wenn wir mal ja eine richtig krasse Wüsten finden, dann müsste man eigentlich so Wüstenvolk bauen, das wo in Zelten lebt oder so.
Das war ja mega geil. Boah, das war mega. Ich glaube, ich muss mal kurz ein bisschen dieses Pre-Rendering zurückdrehen. Ach na, das ist Rendering. Hm. Ich fehlt das Wort. Hm. Mhm. Das ist schon sehr weird irgendwie. Also für was brauche ich sowas überhaupt? Das macht nicht viel Sinn für mich, aber okay. So. Todale. Vielleicht läuft einfach bei uns zwei, was berechnet werden muss. Für Ohrenkern zum Beispiel. Ist halt auch sowas. Aber ich bin mir echt sicher, dass das mal gegeben hat für irgendeine Optifine-Version, nicht OBS. Optifine-Version. Dass man sagen kann, jo, bitte Multithreading, danke. So. So, Dele. Dann gehen wir da noch ein bisschen weiter. Oh, das ist ein Akaziendorf. Oh, das müssen wir jetzt schon schnell anschauen, oder? Das schauen wir uns schon schnell an, was da so, wie das ausschaut. Weil wir da noch nie waren. Und das ist ja eigentlich auch relativ, was lustig ist, die normalen Häuser, also Kabel und Eichenholz, das sind ja fast die gleichen wie früher. Die Orangebetten. Mhm. Okay. Das ist nichts Interessantes daran. Das Stone Cutter halt, gell, da wird er nicht Ton sein. Jo. Gar nix. Servus. Sehr Hochland. Hochlanddorf. Oh, das ist ja mal auch cool. Das ist was, was ich noch nicht gesehen habe. Mal. Wow, ein rohes Schweinefleisch. Aha. Servus. Metzger. Metzger? Aber aufgrund von welcher Maschine? Oder welchem Block? Ah, welcher dem Räucherofen. Hm. Das ist ja interessant. Das ist wirklich interessant. Das ist eigentlich Klerikerin, okay. Okay, okay. Schaut interessant aus. Aber wir haben nicht da, um sie verirrt zum Schauen, sondern wir haben da, um einen Zirkel zum Ziehen auf der Karte. Ding, 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 ding. So. Jetzt fängt das Schiffen, obwohl ich gerade beim Pennen war. Ey, du arschiges Game, du Arschix. Das ist sowas, nervt mich schon, ey. Eigentlich reinsetzen, ne? Hey. Sogar kein Ring oder so. Hm.
warum ist da jetzt Nebel? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was wieder ganz Dorf. Lol, da nicht sehr viel Dörfer. Der ist ein Esel. Okay, ja, Dorf halt, ne? Kennen wir ja. Okay. Ach, in dem Biom regnt's nicht. Deswegen. Da regnt's einfach nicht im Biom. Das ist ja interessant. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Okay. Dann sage ich jetzt mal im Regen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Also, habe Diri.